küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. als Backe spielen wir noch im Wiener Strand. Die Quetsche klingt halt super fein, Die Kontrapumpe hinten rein. und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum Leidern gegen 6 Jahre, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch Gott, meine Lieben, frohe Ostern. Alle zusammen. Jawohl, ein gesegnetes Osterfest, also das ist ja eigentlich schon vorbei. Fast, aber zum Ostermontag begrüßen wir euch herzlichst. Der Pavlatschen Nummer 166. mit 166 Pavlatschen Episoden starten wir in die Zeit nach Da Ostern. fängt das Leben an. Da fängt das Leben an, kann man so sagen, sozusagen mehr oder weniger. Grüß dich gut, ja, wir sind in Donaufeld. Heute um ein Haar hätten wir ein Kistel Wein über Georg Scheurer erhaschen können, aber es ist ja nicht ausgegangen, weil Ich bin nicht dazu gekommen, das noch abzuholen. Ich habe mich heute zu Mittag verständigt, dass das beim Schilling, kann ich schon sagen, abzuholen ist. Aber nachdem ich ja in Beusdorf war, in Staats war, in Kettlersbrunn war und jetzt zum Schluss in Otterkring die Mama angeführt habe und jetzt ins Donaufeld gefahren bin, weiß ich das Ganze nicht mehr ausgegangen dazwischen noch. aber es macht nichts, weil ich glaube, ein Flaschel haben wir noch. Ein Flaschen haben wir noch, ja. Bist du bereit zum Also, Holen? Na, Warte, selbstverständlich. bitte übernehmen. Kamerakind Patrick. Selbstverständlich. Bist du bereit, ja? Bereit? Ja. Und los geht's. Gehen wir. Achso, nein, warte, geht noch nicht los. Da muss ich her tun. Jetzt auch. Ja, Nein, warte, geht noch immer nicht. Was ist denn? Jetzt haben wir es ja Jetzt wohl. gehen wir. Das ist die Technik. Und er geht um. Richtung Weinkühlschrank in einer Zielgeraden, absolut professionell, startet er voraus, öffnet die Tür wie ein Vollprofi, geht alle zur letzten Laut und greift zur einen Flasche, die noch neben der wunderbaren Höfler Frizzante Flasche ist. Was haben wir da? Einen Donau-Riesling, Bio. Bierwein. Boah, das muss ja offizieller sein, mit dem Bundesgeier drauf. Ja. Mit Staatswappen. Bist du gescheit? Ja, Wahnsinn, meine Lieben. Ist das ein Staatswein? Staatstragender Haben wir vielleicht? gleich sehen. Bitte schön. Schau noch, was wir da haben. So, na, was haben wir denn da? Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg. Jawohl. Ernte 2021. Unser Wissen trägt Früchte. Gibt es einen Kalender Der ist aus der mit diesem Obstbauschule. Kalender? Ein Leibwand. Abfülle ist die Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg. Ja. Also der muss wohl gut sein. Da muss gut sein. Eine Sag ich einmal. sehr renommierte Ausbildungsstätte für Winzer Ja. und mehr, also mehrere Berufe rund um Wein, aber Wein- und muss man Obstbau, wirklich ja. sagen, ja. Na, schenkt mich ein, bevor wir dann in den schenke Chat gehen, schon ein. Begrüßungen vornehmen. Noch. Schau, sehr heller ist er, gell? Sehr hell. Duftet, ja. Ich bin sehr gespannt. Duftet, sehr gut. 12% Ja, Alkohol. na, besoffen wir nicht, ne? Warte, da müssen wir jetzt noch. Mit dem Glasl Scherer. Jawohl. Oh, sehr samtig. Sehr samtig, gell? Gar nicht sauer. Na, wohl ein Tropfen, Also er riecht saurer als, sagt man das so, als er ist, gell? Saurer ist gut, ja. Ja. Ein bisschen Zuckerspitzel, oder? Eigentlich finde ich gar nicht. Findest du nicht? Ja, ein bisschen so. Aber gut. Sehr gut, sehr fruchtig, sehr gut. Ja, auch diese Flasche wird uns heute eine Lehre sein.
Ihr gehen einmal da in den Chat rein. Wir begrüßen selbstverständlich alle, die zuschauen, Na, alle klar. Pavlacist-Dinger, aber natürlich namentlich, oder können wir natürlich nur eingehen auf unsere lieben Pavlacist, die im Chat sind. Der erste, der geschrieben hat, Matthias Mariacha. Jawohl, grüß dich gut. Musikraum, gleich der zweite, zumindest nach meinem Ding. Vielleicht war wieder der Maschine, was der. Vielleicht bin ich da wieder falsch mit dir. Na, der Werner Wichtig war der zweite bei mir. Dritter, Franz M. Der Werner Wichtig war der zweite. Ist bei mir Mama, bei der vierte. Susanne Fabra, fünfte. Karin Albertine Bristonik, sechste. Das schaut bei mir wirklich komplett durcheinander. Ah, okay, Wirklich komplett interessant. durcheinander. Na gut, dann ist ja wurscht die Reihenfolge in Wahrheit, nicht? Aber zumindest der erste. Der Franz eben. Ein würdiger Abschluss heute, die Pavlatsche. Viel Spaß und gute Unterhaltung dabei. Die auch, schön, dass ihr dabei seid, wieder auch euch allen, alle miteinander jetzt nochmal, ich sag's noch einmal, hoffentlich, dass ihr ein schönes Osterfest gehabt habt und jetzt gehen wir mit großen Schritten Richtung Frühling. Ja, ein schönes Osterfest bei mir auch, muss ich ehrlich sagen. Ja. Mit Familie und großer Familie und Viel der los. Familie und der Familie. Heute war ein bisschen dezimiert, weil der Neffe, der Leon, ist mit der Mama daheim geblieben, weil der hat seit vorgestern Feuchtbladern. Klassiker. Ein Klassiker. Klassiker. Jetzt bald die Kleine, die Elisa auch haben, nicht? Also, anzunehmen? Haben wir alle gehabt. Haben wir alle gehabt, gell? ja. Haben wir alle gehabt. Genau, so ist So. es. Also Maber, Susanne Faber, hast du auch schon gesagt. Der Werner Wichtig, auch schon gesagt, ja ganz wichtig, Carina Albertine, Bristonik, Friesel Startguss, jawohl, Alexander Hauser, grüß euch miteinander. Alexander Hauser, das letzte Flascherl aus deiner wirklich grandiosen Weinkiste, Wirklich da muss ich grandios. sagen, und jetzt bitte, weil es das letzte Flascherl ist, liebe Pavlacisti, als Dank und besonderen Segenswunsch österlichen diesbezüglich für unseren Alexander Hauser, für diese wirklich mächtig, leibende, würdige, mörderisch, absolut herausragende, muss man echt sagen. Diese Weinkiste haut am eine. Bitte eine rote Achtel für den Alexander Hauser, dass er das gemacht hat, war für uns wirklich ein ganz großer Genuss. Danke, der Scher Ganz Alexander. super. Wirklich leibend. Ganz. Und ich hoffe, wir sehen uns super. ja beim Taschler. Hoffe ich doch. Ja, am Donnerstag, ja. Donnerstag. Florian Lukas ist am Start, jawohl, die Welt geht. Landtalstromer Markus, Momo M, Marion Kriegelstein, Straßenhans, jawohl. Ja, super. Wieder gesund, hoffentlich wieder vollkommen gesundet. Der Maber haben wir schon gesagt, jawohl, Daniel Schlegel. Principessa de Pavlacisti ist das. Oh, ey, bravo Daniel Schlegel. Thomas Faber hat sich reingehauen, jawohl, servus. Der Tom Turbo, große Freude. Michael Unger ist da, die Mäge diesmal ja aus Wien, Nähe Wiener Westbahnhof. Das ist jetzt aber der Hauptbahnhof, gell? Muss man schon richtig sagen. Das ist nicht mehr der Wiener Westbahnhof. Ne? Ui, schau. Ui, Oh da. ja, der Westbahnhof ist der Südbahnhof wurde zum Hauptbahnhof, ja. Na schau. Einen. Wiener kennt sofort. Sofort mir selbst gewidmet das folgende Lied. Buonasera, so. Und die Wege am Bezirk nach einer großen Flut. Wann er schimpft, dass der Wein ihn ums letzte Gerstel bringt und gleich drauf seine 4 Viertel trinkt. Wann's die Bundeshymne spülen, geht's dem Sack an. Er steht da und ist ganz stark, weil er den Text nicht kann. Aber bei Schrammen singt er mit, jedes Liedl, das ist, daran kennst, dass er Werner ist. Ja, war mir gewidmet, dieses Lied. Ich habe aber auch kurz nachdenken müssen, aber nein, der Hauptbahnhof ist der Ich habe einfach ehemalige- gedacht, schau, 50-50 Chance. Der Süd- und der Ostbahnhof, das Ja. ist jetzt der Hauptbahnhof. Weil, ich meine, ich weiß, dass es zum Beispiel einen Französischbahnhof gibt, aber ich habe mir gedacht, ich wusste, Westbahnhof oder Südbahnhof, immer gedacht 50-50, bevor du langs nachdenkst, hau eine, kann vollkommen richtig sein, bis der hält, oder kann daneben liegen, spielst du ein Lied. ist Ja, nicht- ist auch. So bringst du. Harry Schnelle ist am Start, da müssen wir natürlich. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Seine Freude, Harry Schnelle Fonte. Rückgekehrt. Was rückgekehrt? Wien hat mich wieder. Wo warst du? Wo warst du, Harry? Ich habe schon was gelesen auf Facebook. Ich Harry, kann- schreib, wo warst du? Wo warst du geschwind? Ich hab's schon wieder vergessen. Der Matthias Mariache, ein Donaufiesling. Habt ihr heute keine Ostereier, Susanne Faber? Nein, die haben alle schon Schon zusammengefressen. zusammengeht. Alle schon zusammenbeckt. Mein Pensum für Eier ist in dem Monat schon in den letzten 3 Tagen gegessen worden. Ich habe gar nicht so viel Eier gegessen. Schon, ja. Ich tatsächlich nicht. Durchs Eierbecken na und so. klar, weiter. ja. 3 Nein, Tage ich gegessen auch nicht. Erst Eier tatsächlich habe ich genau über Ostern ein Ei gegessen. Als hartes Ei, als Osterei. Tatsächlich nicht mehr.
Also um Jetzt? die 8. sicher. Ja, Die na gut, Dreh- das schon. ja, schon. ja. Nein, dafür habe ich heute einen Eiersalat gegessen, weil meine Mutter gemacht hat gestern noch. Einen würdigen Eiersalat. Und ja. Hoffentlich bist du nicht verduscht mit einem Flaschel Tom Turbo, das genau gesehen. Aber nein, ich kann dich beruhigen, es ist nur das letzte Flaschel sozusagen für den offiziellen Pawlatschen-Ausstattungsbereich. Ansonsten Nein, also das gibt es dieses Haus nicht, das nur eine Flasche Wein drin dieses ist. Haus hier und in Schlägen auch nicht und in Eibistal auch nicht. Nein, das Problem haben wir nicht gehabt. In Salzburg war das, wieso nicht verlängert, okay. In Salzburg war er. Der Rudi Korbes, jawohl. Rudolfo, servus. Sani Mutzi glauben noch an den Osterhasen. Ja, Waldgate, bravo, bravo. Sani und Mutzi und der Osterhase. Die großartigsten Nymphensittiche ever. Warum? Weil sind original deutsche Wiener Liedfans. Fans, ja. Und das als Nymphensittich, das muss man jetzt zusammenbringen, Weltklasse. Ich glitsche diese Bubbles in der Stadt, der Josef Tatl aus der Badewanne! Bravo aus der Badewanne, Josef Tatl in der Badwanne. Großartig, Bravo. super. Schau, Peter folgt. Servus alle zusammen, bei uns gibt es heute nur Husten, Saft und Schnupfenspray, Nicole und Peter. Schön euch zu sehen, na gell. Aber eine gute Besserung, Herz, meine Lieben. Gute Besserung euch. Gut. Schau, das sind die Achteln. Das sind die Achteln. Alexander Haus am Donnerstag ist er dabei. Sehr gut. Jawohl, Maike mit, der Maike mit. Schön, war der Osterhase brav? Ja, das wir haben da nie so geschenkemäßig gehabt. Nein, Wie wir nur noch gefressen. Ja. In der Familie, das war immer so. Ja. Ja. Nicht da bei mir, ja. Jawohl. Granatentanz. Nein, spielen wir noch immer nicht, Michael Unger. Die Granatentanz spielen wir noch immer nicht. Der Harry war in Salzburg, ja. So, passt da auf, der Herr Klaus. Salzburg war der Harry, genau, Golling. Naja, ich habe nur deine Bilder gesehen, gleich, aber ja. Ich habe nur irgendwie mitgekriegt, du bist irgendwo unterwegs. Aber Salzburg, das habe ich nicht mitbekommen. Mehr culpa. Mehr maxima culpa. Es gibt ja zweierlei auf der Welt, Wien oder nicht Wien. Mehr gepempert mir. Schau, die Brigitte Scheurer sagt, Donner Riesling hat der Regner in Klosterneuburg mitentwickelt. Na, Leibwand. Wirklich lässig. Sehr gut. Na gut, jetzt einmal ein Schluckerl. Ich würde sagen, erstens einmal, pass auf. Jetzt einmal ein Schluckerl auf Peter Voigt und die Nicole. Das wieder Was wieder gesund sein. Kriegst von uns einen Glaselschäberer. Das ist quasi die 16er Burmsche Klangschale. Das ist eben eine eigene Schwingung und die macht die wieder gesund. Euch beide. Ganz schnell eigentlich. Der Schluck Wein wiederum, der ist ja für uns, weil ja auch der Heiler braucht ja Energie. Natürlich. Und das ist das System, nicht? Also der Wein energetisiert uns als Heilerkollektiv. Und der Klang mitsamt dem und Ding, gell, das sind auch die Schwingungen. Das werden wir uns patentieren Ja, lassen. machen wir eh. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Ne? Das kann man noch ausbauen. Da die Glocken kommen. Ja, und dann machen wir das. Das kann man nur machen gegen viel Geld. Ja, kann man nur machen gegen viel Geld, weil das ist natürlich Weltklasse. Gloschentanz, zu meinem vergangenen 30. Geburtstag, wenn ich da, jawohl, die Gloschentanz, die machen wir da. Michael Unger, Gloschentanz zum 30er. Ein Wahnsinn. Ja, na dann, würde ich sagen, nochmal auf die auch alles Gute zum Geburtstag. Im Mon Nachhinein. Dieu! Naja, Mon Dieu! na warte, pass auf, dann trinke ich das für mich. Gleich. Gut, dass ich das Glas jetzt gehalten habe. Nein. Naja. Und jetzt für Peter Volk zum 30er. Michael Unger. Peter, ja, Wir verstehen. na, wenigstens passt der Patrick auf. Und da Was machen wir heute gleich. schon die Konzentration etwas nachlässt, muss ich ehrlich sagen. Ja, Es geht noch. du warst ja nie sonderlich konzentriert. Ah ja. Was sagt der Harry schon Foto? Schau. Ihr beide habt genug gespeicherte Energie. Das ist ja Wahnsinn. Beim Klang der Hörner, sagt die Brigitte. Schau, Manfred Kraft, lautstark ist frohe Ostern an euch beide, so wie alle Papacisti. Bravo, Manfred Kraft. Ebenfalls, gell? Leibwand. Jawohl. So, also die Gloschentanz. Für Michael Unger. Mach mal. Oder beim Rotzenstadel, da wohnt ein sauberes Madel, sitzt den ganzen Tag nur zwischen Fensterladen.
Und die noblen Herren, die kommen aus der Stadt und schauen, was sie dort zum Verklopfen hat. Und der Wasserraschane von der Jägerzeit, der lässt Resser dursten und geht lieber kein Restaurant Google, auf den was rufen kann. Der Hermann falschen Guten an. Auf der Gossen, der Mann und Bosch, jene Frauen's Geld verhauen. Wenn man sich einen Wecker drin, ein bisschen auf die Gurgel springt, reißen die Füße hin und schreien Juchhe. Da drunten beim Würstelbruder, bei der Geisterbahn, da suchen sie jetzt einen Tod, dass man sie fürchten kann. Ich hätte eine Schwiegermutter, ja, die hat nichts tun, und die war für die Hoten wie geboren. Und mein Haber, der hat kein Silber gehalten, nur ein Haufen Kinder und ein Pinkel Schulden. Der greift keine Arbeit an, da ist er viel zu schwach. Ja, aber saufen tut er wie ein Loch. Auf der Gossen, der Mann und Burschen, schöne Frauen's Geld verhauen. Wenn man sich einen Wecker nimmt, ein bisschen auf die Gurgel springt, reißen's Füße die und schreien Juchhe. Der gestutzte Fleckerlpferdl hat zwei Risserinnen, die von jedem Kupfer ihres Gerstl brennen. Wenn er meine schießt, das haben also jede gewiss, dass er Botzen vorher packt im Gefries. Auf der Gossen, der Mann und Burschen, schöne Frauen's Geld verhauen. Wenn man sich einen Wecker nimmt, ein bisschen auf die Gurgel springt, reißen's Füße nicht und schreien Juchhe. Auf der Gossen, der Mann und Burschen, schöne Frauen's Geld verhauen. Wenn man sich einen Wecker nimmt, ein bisschen auf die Gurgel springt, reißen's Füße nicht und schreien Juchhe. Ich lasse schon am Tanz, jawohl. Führen Michael Ungar. So schaut's aus. So schaut's aus, nicht anders. Die Scherben sollen also Glück bringen, Megapemperten, jawohl. Genau. Scherben bringen Glück, sagt man ja auch, nicht? Das ist ja Und wo wir schon bei den Tanzen sind, vom Hodiner die Vogeltanz war heute auch die Nummer 1. Na bravo, Manfred. Ja, na machen wir dann natürlich dann auch gerne. Machen wir natürlich auch gerne. Zuerst lassen wir mal einen Schluck nehmen, man ist ja komplett. Ich bin ja auch noch ich habe mich gar nicht umgezogen, merke ich gerade. Du bist ja auch komplett im Black, du bist ja im Existenzialisten. Ich bin heute Künstler. ja, genau. Existenzialist. Ja. Und ich bin eigentlich noch im Reinen, also ich habe mich nicht umgezogen. Ja, passt aber fesch. Noch ein Streif fast von der Weiden. Noch ein Streif von der Weiden, ja. Ja. Ui, Vater geht den Finger. Waldgate. 5 Euro für Waldgate. Sind nicht Mutzi, die der Dynastie langjähriger 16er Fanclub-Nymphis, die ihren Ursprung bei Roy und Mäusler haben. Ja, das stimmt wirklich. Ja. Das stimmt. Also so gesehen eigentlich, du hast recht. Genau. Roy und Mäusler waren die ersten. Ja, ja. Also eigentlich 4. Ja. Also das muss da mal irgendwann mal wieder sein, weil wir schon lang gestorben sind. Wird so eine Game-Show geben. So was mit so Fragen da. Welche Wiener Liedgruppe hat tatsächlich als Hardcore-Fans 4 Nymphensittiche gehabt? Ja, genau. Und die wirklichen Hardliner, die werden es aufzählen können. Weißt du, wie beim Santa Claus, ne? Die Rentiere. Ne? Das muss dann so sein, wo dann mehrere Vorschläge der Namen kommen. Ja, genau. Wie hießen die Ja, genau. vier Genau. berühmten Nymphen? Ja, ja, wirklich. Also auf jeden Fall. Da kommt es halt aber so wie Roy Black und so. Ja, so das ist Ja. Auswahl, nicht? Genau. Roy Black, Kir Royal oder einfach nur Roy. Zum Beispiel. Zum nicht? Beispiel, ja. Jawohl. Also, Weinke, danke schön Danke sehr für zum deinen Wohle. Schmattes und natürlich. Jawohl. Auf die 4. Auf die 4 Wiener Lied Nymphensittiche. Genau. Aber der ist wirklich zum Gewinner. Der ist wirklich zum Gewinner gut dabei. Es gibt doch gute neue sogar. Ja, wirklich wahr. Man darf nicht immer so verbohrt sein. Ja. Der Hanstein fand das heute seid ungewöhnlich textsicher. Ja, du kann uns mehr geschreckt wie ich.
Ich mir das auch gedacht. Ja, interessant. Komplett fehlerfrei Vielleicht sollte durchgezogen. immer völlig fertig und völlig hundsmiert zur Pavlatschen kommen. Das wäre eine gute Idee vielleicht. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Josef Tartl, Wahnsinn, jawohl. Der Michael Ungerdank, der schön. So, das heißt, jetzt müssen wir. Na gut, aber das Vogelanbahn So, passt ja ohnehin auch zu unseren nymphensittigen Reumäusli, Sunny und Uzi. Also zu unseren Nymphensittigen, also zu unseren Fans aus der Vogelwelt. Und natürlich für den Manfred. Machen wir das. War das der Manfred? Ich glaub, Manfred gell? Kraft war es, ja. Ja, genau, für den Genau. Manfred Kraft. Auf geht's! War gut. Ich sitz auf der Wiesen, ein großer Nimmer, die Box hat zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nase herum, ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An Arbeit denk ich nicht, einmal mehr in Traum, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Der schönste Erdl am Waldweg daher, ja da spring ich vor Freude, ja was brauch ich schon mehr? Zwei Eigerl schauen fest in die meinen hinein, als sagen sie möchte ich deinige sein, oder noch ein paar Busserl, sag ich geh schon heim, ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. Papageno, du bist bereit? Lass es zwitschern! Und steht eines Tages der Winter vor mir, sagt Glasi, du Gauner, geh her da zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur. Und draußen im Grünen, ja da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Nachschlag Deluxe, bitte, jawohl. Ist nicht aufhören müssen mit mir, gell? Yeah! Pardon. Nein, ich war nicht. Ich war so in Rage. Ja, natürlich. Habe ich ganz vergessen auf dieses Schlusssolo, die Kadenz Nein, von das war Glasi. Ja, peinlich so, das macht man nicht, macht man nicht. Das unter war kein Kollegen Tanz, sowas. was er gemacht hat. Das macht man sowas. Ja, wieso, das denkt nein, ich spüre das immer so ein, wie es halt gerade passt. Nicht? Brauchst du nicht entschuldigen, alles in Ordnung, überhaupt nichts. Also, Das macht mich, ich stehe was sowas. du nicht weiter nicht, aber. Du bin nicht einer, mein Kleiner. Genau gezwitscht Gerüß. Meister Rutger, sagt der Harry schon erfunden. So leiber die Glitsche diese Bubbles. Danke, danke. Franz M. hat eine die Achtel mit samt Akkordeon. Wäre wichtig, die Achtel. Musikraum, die Achteln. Thomas Faber, wohl. Könnt ihr ein Lied singen für die Ursula Sicker? Er liegt noch immer im Spital und hört mit Singen auf. Ah, schade, ja. Mal schauen, ja, vielleicht fällt uns was ein, was gut ist. Wenn wir schauen. Jawohl, irgendwas habe ich noch. Jazzhauer, wo sind die Jazzhauer? Ja, das haben wir. Da bin Da, ein Bild. Thomas Franz. Jazzhauer, ja, das haben wir. Das haben wir eingestellt eigentlich wieder, ja. Ja, das ist eigentlich gehört sie nicht. Das haben wir, da waren wir nicht brav. Der Munro. Munro LRD ist da Jawohl. aus Thailand. Thailand am Start. Weltklasse. Weltklasse. Schau, die Pristonics haben auch die Achtleine. Dankeschön. Ich würde sagen, pass auf, wir machen eins. Kennt man auch, sozusagen jetzt ich weiß ja nicht, was so die
Kadenz oder Kredenz? Ja, Das genau, war, das war heute mehr eine Kredenz, aber Ja, es mehr. macht nichts. Also, ja, quasi. Rudi Korbe ist der Rudi Rodolfo Korbeffer. Das ist rausbringen. Was wollte ich sagen? Naja, pass auf, ich weiß nicht, was die Sickerer so gesungen oder sonst. Aber ich hätte mir gedacht, wir machen mal wieder einen Handschuh machen. Ja, schöne Den machen Nummer. und den widmen wir gleichzeitig auch zur Besserung Sickerer, ja. der Ursula. Und haben wirklich schon lange nicht gespielt, glaube ich. So. Ich glaube, in der Pavlatschen Stunde jetzt. Ja, ja. Der Handschuhmacher, wobei natürlich unter dem Titel, es ist noch nicht ein Fehler, weil es heißt ja nicht der Handschuhmacher, sondern Lannermusik. Lannermusik. Da ist muss der ich wieder Haupttitel, einspringen. ja, Da genau. muss ich wieder einspringen. Oder der Trumt am Ulrichsberger. In Klammer ist das immer der Oder der Handschuh. der Handschuhmacher. Von Roman Domanik Roll und weiß ich nicht. Text weiß ich nicht. Wurscht, ein schönes Lied. Aber man kann es ungefähr einordnen, wann zeitlich Anfang 1910. sowas. Sowas muss das Domanik Roll war ja Jahrhundertwende, nein, eigentlich nachher schon, weil schon schon noch der 20. Der Jahrhundert, erste, ne? der Anfang begonnen 20. hat, war Karl Lorenz in diesem Ja. Stil zu schreiben eigentlich. Ja. Genau. Dann kam eben der Domanik Roll und der Rudi Kronecker dann noch ein bisschen später. Genau. Aber die Kronecker und Domanik Roll waren so gleich dann so. Ja, genau. Also Anfang, erste Hälfte, nein, eigentlich schon Anfang 20. Jahrhundert. Anfang, kann ja, man schon sagen. kann man sagen, ja, ja. Da war ich der Handschuhmacher. Da drunter am Ulrichsbergerl, in einem kleinen Haus, da war vor vielen Jahren ein Handschuhmacher zu Haus. Sein blond gelocktes Bierberl, den bringt, weil es so bitt, in Gottes Namen der Vater Kinder gegen mit. Da hat er gefragt, was willst denn werden? Gesagt mir's da, mein Kleiner. Da hat er gelacht und angeglanzt, na ein Musikant, allein, ja. Zieh durch die Wiener Luft, Walzer wie Blumenduft, schöner als Rosmarin, blühen Melodie. Schlupfen ins Herz hinein, kuscheln dort warm sich ein, bist du wie ein Stück vom Glück, Landermusik. Ein traumhaft schönes Zwischenspiel. Und wie die Vögel singen, ein Bacher leise rauscht, der ganze Wald tut flüstern, als ob ein Engel belauscht. So tönt's aus Lanners Geigen ins frohe Menschenherz und Sonnenstrahlen die Drogen, die Klänge himmelwärts. Da halt Gott Vater die Hand an so und fragt der Engel, Kleiner, sag, wer spielt auf meiner Erde so lieb? Hab ich Bitsche sagt, na der Lana, ja. Sieh durch die Wiener Luft, Walzer wie Blumenduft, schöner als Rosmarin, blühen Melodie. Schlupfen ins Herz hinein, huscheln dort warm sich ein, bist du wie ein Stück vom Glück, Landermusik. Schlupfen ins Herz hinein, huscheln durch
Die Quetschen, die Zauber der Orgel uns früher Ja. heute wieder einmal. Ja. Schön. Du Ja. bist gut heute. Mua, Schatzi. Ja, na wenigstens die Quetschen, ne? Ah, das Lied, weiß nicht, 1000-mal gespielt oder öfters. Seit 30 Jahren. Und irgendwann fällt dann auf einmal das Vorspiel und Zwischenspiel nicht ein. Na, das ist- Aber schau mal, wir haben das, ja gut, das kommt vor, aber keiner kann das besser verstehen als ich. Nicht? Aber mir passiert das. Ja. Mir. Aber schau, der Manfred Graf, siehst du mal, richtig, der Handschuhmacher war immer eins der Favoriten von der Ursula. Na, da haben wir es aber richtig Was ist erwischt. erraten? Das Lieblingslied auch meiner beiden Großmütter. Beider Großmütter, ja. Das stimmt. Das weiß ich eh nicht, aber das Ja, ja. natürlich, Das ist interessant. das Schön. gefreut mich jetzt doppelt dreifach, Schön, dass wir schön, da ja. das Richtige erwischt haben. Sehr gut, sehr gut. Und die Achtel von einer, jawohl, schau, Musik haben sagt auch wunderschön. Ist ein schönes Lied, ist natürlich zweifelsfrei nicht gerade unkitschig, Nein, aber das war so in der Zeit. schön. Wunderschön, also ja, ist einfach eine schöne Melodie. Die Melodie steht Und nach Akkorde. Motiven. Steht ja auch. Ja, ja, genau, Programm, genau. ja. Die Melodie und eben natürlich die Harmonisierung dazu. Ne? Und das ist ein spannendes Stück, also wirklich, ich hoffe, dass ich am Blödsinn rede, aber wenn wir jetzt von dem reden, Melodie und so, wie wichtig ist Melodie und wie wichtig ist Harmonie. Und da haben wir jetzt letztens wieder, weil so immer dann wieder mal, alle heutigen Zeiten sehe ich immer wieder, was ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, steige ich ein ins Fern und sehe ich mir eine Sinfonie oder was ein. Oper selten, wenn dann so ein Sammelsurium an Ouvertüren oder ein paar wenige Arien, aber Oper ist ja nicht so mein Ding. Und da war diesmal dran, Beethoven siebte Symphonie. Siebte. Mhm. Und wer jetzt sich nicht ganz sicher ist, ich kann es natürlich auch nicht vorspielen, nicht? Aber das Spannende ist da folgendes jetzt in dem Zusammenhang, weil die Melodie kann gar nichts. Na, gar nichts, nein. Die Melodie ist dam, 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 Genau. dam, 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 dam. Also für die Melodie definitiv keine Eins, aber Doch. er hat bewiesen, dass man die Melodie das nicht wichtig ist, weil das Ganze spielt sich auch mit der Harmonie rund um diese Töne und das ist schon also ein Meisterwerk. Eine meiner großen Favoriten-Sinfonien, wobei also Beethoven sowieso ein Fan bin, aber die siebte Sinfonie, die hat schon eine ganz eigene. Die hat das ist ein Mystisch. mystisches, Ja, genau, das schau. mystisches Stück eigentlich fast. Ja, ein bisschen. Aber es ist mir da, wenn man das Absolut, so eine Zigarre angebracht, nicht? Nicht? Zigarre, Oder ja, wieder. Zigarre und und haben wir das so gegeben, sagen wir so ein Rum, nicht? Ein Rum, da haben wir den Beethoven die siebte eine gehabt. Und ich mache das dann immer öfters, nicht? Das ziehe ich mir ganz eine und dann hole ich mir wieder ein paar einzelne Stückchen und sowas und so halt. Und da ist mir das aufgefallen, dass die Melodie selber, also was ich sage, ist, pass auf, ich schreibe das eine Melodie. Und so, pass auf, mach aus der Melodie was und du kriegst die Melodie, so haust ihm den über den Schädel und sagst, Alter, Ludwig, Wickerl, das zu Wickerl, zu Beethoven. was ist los? Wickerl, Alter, das ist keine Melodie. Das ist Das ist ja nicht einmal eine Fingerübung. Das ist Das ist, was es so trifft, ja. ist der Klavier hier oder was ist? Würde man sagen. Aber nachdem natürlich hier nicht nur die Melodie, sondern eben die Harmonie und da sind wir natürlich Und das auch. Arrangement, das Gesamte. Ja, das Ganze. Weil es einfach diese Akkordwechsel und dann musst du immer nur diesen einen Ton. Nein, wirklich Weltklasse. Also wenn ihr mal Lust und Zeit habt, wieder, haut sich eine, die haben wir wieder von Beethoven, die siebte. Und das finde ich halt echt leibend. Der Wein, der rauscht ins Blut hinein, Musik fährt grad ins Herz leiden. Bravarisch der Fonte. Super. Ein absoluter Poet. Das ist Sölligkeit pur, sagt die Maggie. Es gibt ein paar solche Lieder. Ich weiß ein kleines Wirtshaus, ja. Die haben damals meine Liebe zum Wiener Lieder entfacht. Ne? Melodie ist auch eher in den Unterstimmen. Beethovens dritte ist die beste. Ja, nein, beste weiß ich gar nicht, aber es sind so unterschiedliche, Meister Pumuckl, es sind so unterschiedliche, dass es einfach, ja, da hat ja jeder eine andere Zeit, sage ich mal, oder das passt. Aber ich wollte das jetzt nur als Beispiel herbringen, eben wegen diesen, ja, wegen diesem tragenden Teil eigentlich. Ne? Und das ist natürlich schon klar, die Unterstimmen, ja, also in der Harmonieführung eigentlich. Ne? Manfred Graf, Beethovens ungerade Symphonien sind, glaube ich, seine lyrischen. Und das habe ich noch nie überlegt eigentlich. Das habe ich noch nie überlegt, aber das ist ein guter Ansatz. Ludwig, bist derisch? Franz Emjau. Bravo, Franz. Er hätte darauf wahrscheinlich geantwortet. Was? Da kommt nicht der Melodie, so erst Wickerl, bist derisch. Oh ja, wir sind Bass. Schau dir mal so an. Nicht einmal die großen Meister
der Komponierkunst werden von uns. Glaubst du, die haben würde ich behaupten. nicht gelacht auch? Nicht? Ich mein, Ja, glaubst man du? stellt sich das immer so vor, nicht? Der sein ganzes Leben lang nur. Nicht? Beim Schubert kann man sich das überhaupt sehr gut vorstellen. Ja, genau. Mozart, nicht? Das habe ich auch mal lustig gefunden. Schau, Klaus, was hast du denn da geraucht, dass du nur Bam 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 gehört hast? Nein, ich hab nicht nur das gehört, sondern das herausgehört. Das war die Analyse bereits. Die Analyse, das war schon die Analyse. Das war schon die Analyse. Ja, aber das war wirklich, also das finde ich, da hat es ja auch mal gegeben, diese Biografie, also den Film Franz Schubert mit dem Helmut Lohn, nein, nicht Helmut Lohn, der Ding, was der Afrika, der Äthiopien, der Karl-Heinz Böhm. Karl-Heinz Böhm? Karl-Heinz Böhm. Und der echt wirklich, ja genau, der echt wirklich kein guter Schauspieler war. Nicht viel gemacht hat in Wahrheit, diese Sissi-Filme und halt unter anderem in Schubert. Und da wird jetzt so dargestellt, ne? Der romantische Künstler, ne? Der mit den Gedanken, die ganze Zeit in der Kunst daheim ist und so weiter. Und natürlich höchst ansteigend und so weiter. Und was jetzt denkst, ne, aber der Schubert hat Syphilis krepiert, ich meine, das ist. Das ist ja alles gehabt, was ein Romantiker Ja, braucht. genau. Ne? Syphilis und Tripper. Also, das waren keine Unlustigen, die haben da schon das Leben in Vollzügen genossen, gesoffen wie der Wöhl und natürlich auch die Damenwelt sozusagen würdig aus damaliger Sicht würdig beglückt. beglückt. Ja. Also alles andere. Und in dem Film ist aber so eben der Karl-Heinz, der spielt quasi wie den Franzl. Wie Und Franzl, ja, und ins Dreimädelhaus und die Liebe und der Romantiker, der immer in anderen Sphären schwebt, der ist köstlich. Köstlich! Der Böhm, Megi Bömpert, jawohl. Der Thomas war aber eher meine Frage, wenn ich zum zweiten Mal heirate, kommt ihr? Nein, ich gehe auf keine Hochzeiten. Vielleicht beim dritten Mal. Ne? Nein, schauen wir mal, was ist. Schauen wir mal. Was ist. Endlich wieder beim Latschen holen mein Staff. Grüß Gott, einmalig. Servus. Du, pass auf, haben wir jetzt noch offene Lieder? Irgendwas haben wir noch gesagt oder geredet oder wie? Nein, haben wir nichts. Offen ist nichts. Bei mir brauchst du nicht warten, ich muss da schon selber einschenken. Wo sind wir denn da? Gute Nacht bis Montag, Josef Tadl geht schlafen, was ist mit dir? Der wird jetzt durch das heiße Bad eine gewisse Müdigkeit erlangt haben. Ja. Lieber Josef, ich wünsche angenehmes Flohbeißen, wie man sagt. Gell? Gute Nacht. Bis nächste Woche. Der Meisterbund, der Karlsruhe Böhm war ein Durchschlag als Dirigent. Ein paar gute Aufnahmen sind trotzdem ausgeholt. Na gut, wir haben ja vom Karl-Heinz Böhm geredet. Der war nicht Dirigent, der war nur Schauspieler und hat Äthiopien, oder? Hat der dirigiert Nein, auch? der alte Ja, Böhm. du meinst den Böhm, ja. Die berühmten Aufnahmen mit den Wiener Ja, aber die ganzen Neujahrskonzerte Walzer, die ganzen und so, Walzer, Walzer, nicht? ja. Aber da hat es ja mal gegeben, so ein DVD-Set. Nicht schlecht. Nicht Nein, schlecht. war ganz begeistert. Ich habe diese gesammelten Werke irgendwann einmal, die habe ich jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt Der CDs alte mehr Böhm, machen. ja. Die habe ich die ganzen Walzer, ne? Diverse Strauß und so. Also wir waren 5 oder 6 CDs, nur mit eben dieser Wiener Philharmoniker, Straußwalzer. Ja. Rudolf Schock singt und kriegt die Frau, der arme Schubert. Ja genau, das ist ja der Rudolf Schock. Richtig! Dein, aber ist mein Herz noch nicht? Dein ist mein Herz. Oder singt, oder er singt, weil der Schubert ihm das geschrieben hat, weil er konnte. Tut mir leid, das kann ich nicht. Halt schon damit. Halt die Goschen, jetzt was nicht. Sie kann es nicht. Ne, sie kann es nicht, klar. Gesungen überall auf den großen Häusern. Ja, genau, der Vater von Karl-Heinz Böhm. Ja, genau. Ja. Das mit denen jetzt ehrlich gesagt, das habe ich jetzt gar nicht bedacht gekommen. Karl, ja. Aber Karlsruhe Böhm ist auch gut. Wer ist der Pumuckl? Ich finde das leider. Der Karlsruhe Böhm. Aber der Rudolf Schock, ja genau. Rudolf Schock, ja. Also der vom Rudolf Schock war nie so ein wirklicher Fan. Ja, nicht, nein, meine Großmütter beide. Ja. Nein, das war ich meine, ja, der Fan, also ich habe das Fan. auch trotzdem nicht genossen, aber der hat mich nicht so begeistert. Aber das war schon super. Ja. Der Schubert sagt, oh, ich habe da das geschrieben, nicht? Für das Hannerl oder Nannerl oder was weiß ich, was da vom 3 Meter hast. Für die bezaubernde, wie jetzt heißen die ist das nah. Wirzenkasten, das wisst ihr, die Schauspielerin, die seine Flamme gespielt hat. Wird nicht Kassen. Das Blonde mal, die herrlich, die super immer gespielt hat, die wirklich gut gespielt und dann auch zugunsten der Matz Familie, Hannerl. die Johanna Matz. Johanna Matz. Johanna Oh. Matz. Ja, und
Und er hat's nicht, ich kann das nicht, weil er so schüchtern ist. Verstehst du, Schubert, Franz Schubert? Schubert, Ja. Super, ja, so schüchtern. Er kann das nicht. Und dann hat er das gegeben und der Rudolf Schock als sein bester Freund, als Kammersänger, dort, hat das also dann vorgetragen. Der Schubert spielt und der singt das vor und die Matz fällt dem Schock um den Arm, weil es glaubt hat, er hat das für sie gesungen. Und dann hat er, und dann war Graham gebeugt, Schubert natürlich nicht. Immer zu, immer wenn so eine Szene war, wo er dann Graham gebeugt war, ist immer Beethoven gespielt worden. Na, Weltklasse. Seinem guten Freund, nicht? So gut Freund waren die gar nicht. Also sie haben sich schon wohl geschätzt und gekannt, aber ja. Ja gut, ich weiß nicht. Aber gut, nein, das kommt im Film, ist ja nicht befreundet. Um Himmels Willen, da ist es sehr distanziert. Also gar nicht, die kommen gar nicht zusammen. Also für den Schubert bricht eine Welt zusammen, wie er bemerkt, dass der Beethoven taub ist. Ja. Na gut, Solche Stücke schreibt. Ne? Der Schock war aber auch gut aussehen, sagt die Maggie. Kann ich natürlich nicht sagen. Wird so sein, aber das Wird kann so ich sein, nicht bestätigen. Ich kann leider mit tatsächlich das nicht einmal wirklich gut objektiv einschätzen, ob ein Mann gut ausschaut oder nicht. Also ich bin da vollkommen Post-Gender, Trans, irgendwas. Ich kann es nicht einschätzen. Für mich sind Männer einfach Männer, leibend, aber ich will. Ja. Und, naja, ist es so. Ich kann mit Männern nichts anfangen. Also jetzt so irgendwie, und ich kann das wirklich nicht einschätzen, weil ich denke mir das manchmal, das sind so Typen nicht, und sagt dann, das ist was schon fest. Sag ich, echt, das ist fest, ne? Okay, ja, man weiß aus meiner Sicht jetzt schwierig, aber ich kann es nicht einschätzen. Kann das nicht einschätzen. Ja, das muss man so sagen. Aber wenn du sagst, natürlich, Maggie, wird das schon so stimmen. Ja. Wenn ich höre ich gern Bach, der Friesel Startguss, ist ein Barock. Das habe ich mir gedacht, dass du im Barock dabei bist. Gut, Bach ist natürlich, ja. Bach also, ist bei mir. Für mich und der Kontrapunkt zum Bach ist Vivaldi. Ja. Der protestantische Doch Deutsche, der so- katholische Italiener. Doch so ähnlich und so verschiedenerweise. Ganz anders. Es Ganz ist- anders. es ist- Absolut. Aber Bach, also schätze ich auch. Wirklich sehr. Wirklich sehr. Das war schon was Tolles. Aber es ist wieder ganz Auch andere Beethoven Kategorie. hat Bach sehr, sehr geschätzt. Das Nee, ja, merkt man gut, auch ne. viel bei seinen Das ist klar. Kompositionen natürlich. Ja. Gut, das ist die Schule, das ist das Handwerkszeug eigentlich, ne? Mit dem man arbeiten kann. Bach. Ja, ne, Bach. Das ist einfach. Matthias Marschall darf. Ich mag den Robert Stolz, wenn es recht wäre. Peter Volk. Robert Stolz. Der Robert Stolz. ist ein großartiger. Das muss man ja fast. Sehr leibend. Robert Stolz, ja. Ja. Manfred Graf, du nimmst jetzt genau, nicht? War Barock nicht Klassik? Korrigiert er mit dem Fritzl, aber ist natürlich, wenn man klassische Musik hört, dann würde es schon auch stimmen. Dann stimmt weil das ja schon. eben auch Barockmusik in den Bereich der klassischen Musik gehört. Aber du hast vollkommen recht. Ja. Die Klassik selber ist natürlich, wann war die eigentlich? Nach Die Mozart, Wiener ne? Klassik? Nach Mozart war das. Ja, da gibt immer die Diskussion, dann war Mozart schon ein Klassiker. Nein. Das ist ja manche haben immer sogar noch zum Barock dazu getan. Ja. Ich meine, Haydn ist der Übergang Barock zum Rokoko oder so, wie sagt man dann? Die schauen nach Wiener Aber ist das Klassik? Ich glaube, die Klassik ist nachher, aber es kann natürlich sein, dass eigentlich. Also Wiener Klassik, die ca. 1760 bis 1825. Das war eine relativ kurze Ja. Zeit. Ja. Ja, die kommt, ja, die Klassik. Aber ist ja wurscht. Bekannte Also, Komponisten prägten die Epoche: Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Ja. genau. Eigentlich die drei, wenn man es genau nimmt, ja. Das Madel war ein Schockstarre, ist natürlich Weltklasse. Daumen auf, sagt der Georg Scheurer. Jawohl, Georg Scheurer ist da. Das war in Schockstarre, wie der Rudi gesungen hat, wahrscheinlich. Der Herr Schock-Rudi. Ja, schon gut, ja eben. Olmeister vom Osterwochenende hat mit der YouTube-Algorithmus euren Auftritt bei der Brieflos-Show vorgeschlagen. Super Auftritt und muss man auch mal ehrlich sein, ordentliche Fragen von Peter Raab. Ja, Da war ich meine, jedes Mal, wenn ich mit dem Peter, wenn wir beide mit dem Peter zusammen waren, oder einer von uns, also immer war leibend, eigentlich immer leib und war nie irgendwie. absolut mittelkleibend. Die Frage ist jetzt, wir haben zwar mit der Brieflos-Show. Ich Zweimal glaube, mit es der sind Brieflos-Show. 2 Auftritte. Müssten eigentlich auch auf Sollten YouTube zwei, sollten sein, ja. Also kommt auf, habe ich es mal. Einmal haben wir gespielt über den Weingarten am Biesenberg, glaube ich. Das war das erste Mal. Und beim letzten Mal haben wir dann gespielt in Werner Schimmel. Werner Schimi, ja. Ja. Vivaldi ist in Wien begraben, Matthias Mariacher. Apropos verschieden, ja. Na, Vivaldi ist, finde ich, ganz großartig. Pavarotti wie ein Hund. Pavarotti singt Vivaldi. Schön, Graf, schön. Einmalig.
Aber es war wirklich so, beim Heirigen damals, bei der Schöll, glaube ich, war das, und da war also Stammgäste beim Frühschoppen, nicht? Und die kleine Tochter war mit. Und da haben sie gerade so plaudert, weil sie in Musikunterricht hat, also einen Test gehabt, nicht? Und da hat sie gesagt, also Barockmusiker, nicht Mozart, nicht? Mozart war Barockmusiker. Ich habe gesagt, das ist ein Blödsinn. Ich gesagt, ja, nein, das ist wirklich, also die haben das dann auch dort in der Schule vereinfacht wahrscheinlich zum Barock, was wirklich ein Schwachsinn ist. Also, Nein, das stimmt überhaupt. also selbst bei Haydn tut man sich schon schwer, und bei Haydn kann man es immer noch in seinen Anfangswerken, ich meine, der Haydn ist im Barock aufgewachsen. Das waren seine Wurzeln. Ja, so genau. Absolut, ja. Aber mit Mozart wirklich, also, da ist gar nichts mehr Barock. Also aber wie auch immer, wir wollen ja hier keine klassischen Diskussionen. Der Lebenswandel zum Teil schon sehr barock. Der Lebenswandel war barock. Wie soll der erste Briefpost gewesen sein? Da hatte der Klaus auch mehr Haare. Ja, das wird die erste gewesen sein. Weingarten am Biesenberg. Auf W 24 im Falk. Ah, das war auch wieder. Da haben wir gespielt, was war denn das? Mit der Charlotte Ludwig. Das war mit der Charlotte, ja. Ja. Was haben wir da gespielt? Aber schau, der Fritzl Stadtguss. Ich bin ja ahnungslos, für mich ist das alles gleich, aber wieder was gelernt. Ja, aber Fritzl Stadtguss, da musst du reintigern. Da musst du reintigern. Mit Bach fangst du schon sehr gut an, aber wenn du da ein bisschen herumschaust, in Zeiten von YouTube, Spotify und Co., kann man sich da wirklich, da kannst du es schon geben. Also vor allem zum Beispiel Händel, nicht? Wenn du jetzt hernimmst, der Messias, nicht? Also nicht? Ja, eigentlich der Messias, ein Wahnsinn, von Georg Friedrich Händel. Ich meine, nicht umsonst immer viel Hardrock-Gruppen, zum Beispiel Rockmusiker, oft von Barock-Kompositionen her, Absolut. was übernommen und angenommen. Gitarristen sowieso. Da unbedingt, da war es sowieso Etliche viel. Metal-Licks, die man da gehört und so weiter. Aber wenn es ein Messias Kadenzen, ja. Reiner Bach. Also das ist Ein Wahnsinn. Und Fritzl Stadtguss, eine Empfehlung auch noch, weil wirklich das ist, glaube ich, etwas, wo schon viele sagen, okay, das hat eine Kraft. Das Requiem von Mozart. Ja. Requiem von Mozart. Ich bevorzuge die Aufnahme von Riccardo Muti, italienischer Dirigent. Der fährt ein bisschen mehr als die Deutschen, das hat ein bisschen mehr Ding. Aber das wäre auch, also das, so, aber jetzt verlassen wir den Bereich der Klassik, ne? Also der klassischen Musik. Der klassischen Musik, ja. Das regt sich zurecht, der Manfred Graf wieder auf. Vivaldis Grabstadt ist am Carlosplatz. Händel, Bach und Klug, Matthias Maracher, ja. Ja, wie gesagt, also Vivaldi muss das natürlich schon. Der Klug, ja. Dann gibt es schon der Telemann. Da gibt es schon noch viel. Gibt schon einige, ja. Muss ich einen Schluck nehmen. Manfred, das stimmt. Da war ein Spital, eine andere Kirche und so weiter, ja. Also ich weiß es schon mit Carlosplatz, aber ich überlege gerade aber ja, im Park, oder? Das ist dort. Weil das ist die Carloskirchen. Und das Vival, das ist ja. Aber siehst du, das ist auch schon wieder, das ist schon eine Lücke. Ja, in Wiener, nicht? Jetzt bist du da. Und kommst du dann. Nicht schon wieder. Der Händel gehört am Teil, der Michael Ungerbritz auf den Punkt. Schönen guten Abend alle miteinander sagen, original Vollgasmusikanten an die Servus Andi, grüß dich. Nur keine Händel. Genau, nur keine Händel. Im Traum war heute der Bachhändelzeit. Na gut, passt auf, jetzt werden wir mal ernst spielen. Wobei das Kind das ist fast barock eigentlich noch. Da passt es rein. Musst du nur spielen. Was soll ich spielen? Ja, was du gespielt hast. Passt das? Sie fast aus, aber, ja? Was ist das? Geht's aus, hat mir schon gefallen. An der Ecke der TU, ja, dort ist das. Ja, genau. Jetzt muss ich wirklich hinschauen. Das hätte ich nicht mehr von mir. Dank der Manfred Graf, das ist ein super Input.
Gedenktafel für Vivaldi ist angeblich an der TU. Ich habe es selbst noch nicht gesehen. Ah, okay, das weiß ich auch nicht. Das ist Das interessant ist schon Flocker wieder. Bach. Zweite über den Karlsplatz, das war ja außerhalb der Stadt. Ja, genau. Das war ja. Ja, das war schon definitiv außerhalb der Stadt, ja. Na gut, pass auf. Machen wir Vivaldi haben wir keinen drauf, Bach auch nicht. Machen wir Wiener Lied, hätte ich gesagt. Macht wieder ein Lied, ja. Machen wir Wiener Lied, sind wir Bei bei Vivaldi haben wir schon fast gehabt heute. Ja, genau. Ja. Na, pass auf, wir machen, mir ist heute ein Lied eingefallen, jetzt lass mich kurz überlegen. Hast du länger nicht gehört, hm? Das war, ja, warte mal, das war also war der Handschuh gemacht, den haben wir gespielt. Was war das zweite? Weiß ich nicht mehr. Ja, spielen wir, das ist ja wurscht, ja. Nein, du, ich denke mal noch. Nein, klingt gut, ja. Nein, können wir gleich machen. Jetzt müssen wir uns wieder anschauen. einmal. Dann machen wir es gleich, aber schauen wir es uns gleich an, nicht? Wenn wir aufhören, wenn wir es nicht sagen. Ja. Was ist für ein Lied überhaupt? Ich höre so gerne. Genau, in was für ein Tonart ist das? Dora fängt das an. Dora. Dora, Moll. Also in A Ja, ist. ui, wir probieren es. Wie geht's weiter? A, so A. E9 plus. Ich hör ja so gerne die Lieder aus von Wien. Ich fand das noch ganz gut. Ich glaube, das ist. Sie wohnen Ich da hör ja drinnen. so gerne. Leg das auf. Was ist das? Leg das auf. Nein, wir Ich haben es hab gleich. das drinnen. Nein, wir müssen es gut sagen. Ja, so gerne. Was ist das? Ja, so gerne. Das muss du fragst die Sachen. Ja. So gerne die Lieder aus Wien. Die wo ich von den Schaben, die Wiener Melodie. Vom Buben, der alles klar. Bis 7. Sie gespielt hat im Song. Und von der Frausache der sie da nicht da. Ja, geht schon, wir werden schon hinbringen. Wir probieren es nochmal mit Vorspiel wirklich, ja? H-Moll 7. E7. Ja, jetzt bin ich schon drin. So. Ich höre ja so gerne die Lieder von Wien, die Wolfen, die Czapek und die Fiedlermelodien. Vom Buben, der als Kleiner sich gespielt hat im Sand, und von der Frau Sacher mit der Zigarre in der Hand. Ja, da möchte ich dann alle Tage mein Wählerlied hören, und ich lass mich von niemandem stehen. Fismol, da geh ich ins Herz, da spür ich's halt drin. Wien bleibt der Wien. Ich möchte so gerne meinen alten Steffen wiedersehen, von Kallenberg durch den Wienerwald nach Grinzing runtergehen. Vielleicht triff ich die Agnes bei einem Wirt, der rausgesteckt hat, die Dudel gerade tanzt von unserer goldenen Wiener Stadt. Doch oftmals denk ich bitterlich, ein Traum wäre das nur für mich. Ich hör ja so gerne die Lieder aus Wien, die Wolfen, die Czapek und die Fiedlermelodie. Vom Buben, der als klein sich gespielt hat im Sand, und von der Frau Sacher mit der Zigarre in der Hand. Ja, da möchte ich dann alle Tage mein Wählerlied hören, und ich lass mich von niemandem stehen. Das geht mir ins Herz, dort spür ich's halt drin. Wien bleibt Wien. Bitte schön, Herr Kollege. Was denn? Was denn?
lass mich von niemandem stehen. Das geht mir ins Herz, dort spür ich so drin. Wien bleibt Wien. Walter Häuser, für immer. Das hätte er jetzt gedacht. Das hätte er gefallen. Das hätte er gefallen. Ein Wahnsinn. Na ja, wir haben es probiert. Wir haben es bestens probiert. Das haben wir schon lange nicht gespielt, ja? Wirklich, ja. Wenn schon Klassik, ein klassisches Wienerlied, genau. Franz eben. Klassisches Wiener Schnitzel auch nicht zu verachten, definitiv. Definitiv. Da bin ich wirklich ein Wiener, weil es ist eigentlich beim Wirten in der Regel Wirt's ein Schnitzel oder Cordon Bleu. Das ist bei mir, da bin ich so. Weil da kann mich alles anlachen. Ich meine, ich schon was anderes auch manchmal. Aber ich sage einmal, 2/3 meiner Wirtshausbesuche enden immer dort. Ich schaue mir zu alles an, schaut auch gut aus, schaut auch gut. Das hätte ich auch gerne, aber was auf der anderen Seite kein Schnitzel. Beim Wirten sitzen und kein Schnitzel essen, das ist so. Jetzt war ich mit meiner Mutter, mit dem Munkelein, Frau Mama, war ich beim Wirten. So ein klassisches Beisel in Neunkirchen. Ja. Und da ist noch gestanden ein Mageflaschl am Tisch. Steht in Eibestal, im Eibestaler Dorfwirtshaus auch, allerdings nicht mehr so wie früher, sondern also so angespeckt, das ist feinst säuberlich. Das muss schon, du musst nicht weißt, ob noch was rauskommt, das ist schon so verdient. Und das ist wirklich der beste Grüße gleich zur Eibestaler Wirtin. Und, Ist das aber? aber die war Wahnsinn. Ja, die Christa, das weißt du. Für mich ist die Eibestaler Wirtin. Ich freue mich schon, wenn wir mal in Eibestal zu Christa Ich bin zweimal in der Woche. Ja, du bist dort klar, ne? Seit ich jetzt alleine bin, ist Fallst du umgasen. wirklich eine wunderbare Menüauswahl. Ja, schon, ne? Aber ich selber nicht kochen. Ja, und weit heimgehen muss auch nicht. Ne? Gehe ich hinüber zum Mittag, es ist schon 12 und halb 2. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, haben wir natürlich sofort eine klare Suppe genommen und dann haben wir das Maggi rein, bis schwarz wird. Und ich habe nie eine Maggi daheim gehabt, weil die das daheim auch machen, das mag ich. Es muss im Wirtshaus. Nein, ich brauche das im Wirtshaus. Das mag ich gefragt und das muss zu viel und die Suppe muss schwarz werden. Dann ist es leibend. Okay. Ich meine, Das magst du natürlich jetzt schon wieder. wieder Asche auf Fritzi, mein Lehrer. Er dachte, das Maggi liebt er bis heute. Wirklich wahr? Ja. Ja. Ja, lieb, ich meine, ich hab's nicht daheim und nichts, nicht, aber so. Ja. Und wann hast du das noch im Wirten? Mit Gell? der Fritzi. Aber es hat schon seine Mutter so gehabt, die Adele Ostricek. Adele, was du gesagt hast, ist klasse. Geigenbauerfamilie, eine berühmte gewesen in Wien. Die hat schon eine Semme und eine Maggi drauf. Ja, das haben wir früher Extra viel. Wurst drauf und so. Das haben wir aber früher viel gemacht. Das kann man auch nicht wirklich viel. Nein, Oder Mann, nur die Semme mit Maggi. Also, ja, aber nur das Maggi-Flaschl, also wirklich das klassische flüssige Maggi in ein Wirtshaus klare Suppe meine. weil Das ich schaut um die nicht. gute Suppen beim Fritsch. Ist eine Würze, ist eine Würze. Wunderbare Rindsuppe, die ist schon gewürzt. Naja, aber das ist ja, sagst du auch nicht, was ein Salz in der hast schon. Das war ja kein Salz mehr. So Naja, aber Unlängst mag war ich es ja nicht. gar, liebe Christa, einmal etwas. Also, ich hab's noch nicht gegessen, aber es war schon etwas würzig. würzig, keine würzig. Schau, die Facciamoto ist da. Grüß euch, Bumm und Madel aus Portugal mit einem roten. Lass er gut schmecken, Facciamoto, Weltklasse. Was? Mit einem roten, einen guten roten in Portugal. Du musst eigentlich Portwein trinken in Portugal. Es gibt ja nur Portwein in Portugal. Der Harry Schnellfond ist gut. Der Patrick souverän weiter soliert, auch wenn der Klaus in Gatsch greift. Aber der Text ist gesessen. Ich meine, pass auf, Harry Schnellfond, aber die ist aber schon aufgefallen auch, gell? Das ich gar Dass mitunter der Patrick in Gatsch gegriffen und ich weitergespielt habe, umgesungen habe, gell? Aber nein, das sehen wir ja nicht, das sehen wir ja nicht. Wir schauen ja immer nur, was der Patrick macht. Der Patrick ist es. besser, was es ist. Ja, Das ich, ist mein Überleben. Was? ich sage halt dazu, nicht hoppala, nicht? Und du, ja, was ist, wo eh? Ne? Du musst noch vorher Dings, wie Danke gesagt hat, völlig wurscht. Ja, Wahnsinn. Schau mich hier, ein Kalb oder Schwein, ja. Ich oute mich als Schweinscher, aber deswegen, weil mir das Kalbschnitzel zu teuer ist und weil natürlich die Portionen kleiner sind. Meistens. Im Kalbschen, ja, ist ja so. Ja. Es kostet mehr und ein bisschen muss ich schon aufs Geld anschauen, aber grundsätzlich ist natürlich ein Kalbschnitzel. Kann natürlich schon was. Aber meistens, wenn ich auf Schnitzel bin, dann will ich ein Schnitzel essen oder Cordon Bleu oder sowas. Und das muss was können, also portionstechnisch auch. Da bin ich so. Da bin ich einfach simpel gestrickt, so richtig ein Ungusel machen. Ich will eine ordentliche Portion haben, es muss gut sein
Aber Muss von- ich da raussagen? von bester, da bin ich mit, weißt du? Eine ordentliche Portion, aber von bester Qualität. Weißt? Ja, nein, aber ich sag aber Schweinschnitzel. Und Kalb, aber Kalb ist schon natürlich legendär. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja auch mit Schweinschnitzeln auf, weil bei uns hat eigentlich nie Kalbschnitzeln gegeben. Das ist aber nicht für die Familie nicht zum Erzahlen. Aber es kann schon was. Ein Kalbschnitzel kann schon was. Beim Wirt ist gern ein Schnitzel, weil die Sauerei in der Kugel, da immer zu Hause ungenau. Ja, habe ich schon Fonte, aber Wobei, so viel sagen. mein Mundgelein kann das bestätigen, wenn ich gerade einen Blöd mache, daheim, ich meine, weil das mache ich auch nicht für uns zwei, für einen Abend, weil, so wie du richtig sagst, es ist halt schon das Panieren, es ist halt schon nicht der Aufwand und alles, aber Könntest du mal einen Montagmittag ein Cordon Bleu machen? da könnt ihr machen, aber da kriegst du nichts zu reinfressen, weil Vielleicht fällt eines da ab. macht der Pavlatschen und dann, na, wo sind wir denn? Die frise ich selber. Aber ich mache meist auf die Cordon Bleu. Ja, absolut. Meist auf die Cordon Bleu. Natürlich im Butterschmalz herausgebacken. Ja, Butterschmalz. Schau die mal gepemperten. Ich muss kurz runter in die Bar. Bin nach 22 Uhr zurück, wenn ich noch da sitze. Aber naja, heute werden wir nicht so lange machen, aber vielleicht wird sich schon 10 noch ausgehen. Aber beste Grüße in die Bar. Jawohl. Das chinesische Maki ist die Sojasauce. Schmeckt und schaut ähnlich aus und macht die gleichen Flecken. Nein, manche glauben, das habe ich tatsächlich verglichen. Weil ich bin großer Fan von Sojasauce. Und da gibt's- Sojasauce, ja. Und- Die verschiedensten und- Sojasaucen. nein, ich meine, Absolut, aber es ist natürlich auch die Dunkle, germanische milde. Ordnung. Ja, da gibt es ja auch verschiedene. Ja, ja, ich weiß nur, was Dunkle, heißt, da gibt es Stärke und- da gibt's habe die aber es gibt und unter anderem Picante, in der Steiermark gibt's welche, Ja, weiß ich nicht mehr, wie es heißen, und mein Mundgelein Ja. öfters beschenkt mit Miso und mit verschiedenen Sojasoßen aus der Steiermark. Und das eine war, das heißt halt da nicht Sojasauce, sondern Shoyu oder so irgendwie, das ist halt dann quasi das gleiche, nur halt nicht aus Soja. ja. Soja, ja. Und das Soja war zum Beispiel das Kürbiskern-Soja. Im Prinzip ist es ein fermentiertes. Ja, fermentiertes. Eiweiß. Genau. So kann man sagen. Ja. Groben, ja. Ja. Das ist, und das habe ich schon gern. Aber das Maggi ist was ganz anderes. Maggi ist viel, weiß ich nicht, wahrscheinlich viel chemischer. Keine Ahnung. Und dazwischen Aber- sind die auch wahrscheinlich, ja. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch gar nicht. Warum eigentlich? Nein, eigentlich, es ist eigentlich nichts. Und der Stärke ist drinnen, weiß ich nicht, gar nicht viel Ist sonst Zucker. nicht viel. Nein, es ist nicht viel. Es ist halt jetzt, ja, es ist halt eine Würze. Mein Gott, es ist wie ein Ketchup. Ein Ketchup ist halt auch Zucker und was weiß ich was. Es ist halt eine Würze und es kann ich wirklich nicht immer brauchen. Also nicht Ketchup überall zum Beispiel rein. bin ich ein Ketchup. Aber wirklich, nein, ja, da bin ich wieder nicht Da so. habe ich aber wieder gewisse Sorten und so, nicht? Also bei Ketchup ist schon was verdammt Gutes. Ja, aber es bei mir, wenn ich ein Ketchup daheim habe, brauche ich das ganze Fleischl weg nach einem Jahr oder nach 2, weil das brauche ich ja noch einmal. Bilde ich mir es ein und dann brauche ich es nie wieder. Und, ja. Aber nein, gibt auch gute Ketchup. Also, Ja. gute so, das ist kein Thema. Ja. Das ist Aber auf jeden Fall, ja, die Sojasauce ist, aber es stimmt schon, es ist ein bisschen der dortige Umami-Geschmack. ja, das ist so, ja, absolut. Da habe ich eine Font. Ich Was? habe mehr Sympathie für den Underdog, der aber die eigentliche Haken macht. Ja, genau. Na genau, habe ich eine Font geblockt. Den blocke ich jetzt da. Den blocke ich, Du oder? kannst nicht blocken. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. So, Freude So, habe ich. Freude. Das ist ein Plätzchen mitschreiben. Zum Wohle erst. Ja. Rudi Korbis, das ist nicht simpel. Wenn es da schmeckt, dann passt es. Ganz genau. Ganz genau. Ein Liebstöckli. Genau, das Magikraut. Ne? Das Nein, das Magikraut ist aber nicht Liebstöckli. Ja. Ist es Liebstöckli, Magikraut? Natürlich. Selbstverständlich, ja. Manfred Graf, jawohl. Jawohl. So, pass auf. Ich tät sagen. Ist auch im Maggi drinnen. Ja, eben, ne, deswegen hat er gesagt, ja. das Liebstöckli ist Ja, drin. ja. Das mag ich, von da kommt er wahrscheinlich der Wahrscheinlich, Aber es ja. stimmt wirklich, ich habe mal so Nein, ein das war Magikraut der im Maggi. Garten gehabt. Nein, aber der Geruch ist wirklich, Das das stimmt, ist, absolut, ja. der eindeutig, Das ist der Hauptgeschmacksträger vom das ist der Maggi. Geruch ja, vom Magifleisch, wie gesagt, Weltklasse. So, Patrick, wir starten mit der Lampe von Zeisalwagen von Georg Scheurer. Mein Onkel war ja ein Magier. Ein Suppewürfelfabrikant. Ein Magier. Schau, da habe ich schon eine Fonte. Heute habe ich wirklich eine richtige Freude. Da habe ich schon eine Fonte. Ja, das ist aus Salzburg drum. Daheim gekommen, wahrscheinlich hat er sich dort mit Augustiner niedergeschossen. Jetzt In der sitzt er wahrscheinlich, Mühlen. jetzt sitzt er wahrscheinlich am Balkon. Daheim da, nicht? Wir haben sie halt rausgesperrt und gesagt, jetzt pass auf, nicht erinnern. Der Balkon wird eine rauchen wahrscheinlich. Ein Pfeiferl oder was. Weißt du? Ja, kann recht sein, aber auf jeden Fall wieder einen Wein haben wahrscheinlich, oder wir noch ein paar Bier mitgenommen haben, oder was auch immer. Ja, es ist ja ein Wahnsinn. Und da lässt er sich jetzt aus. Die Lampe, die haben wir auch schon lange nicht gespielt.
Ja, kann sein. Gott sei Dank haben sie am Samstag geübt. Achso? Nein, das war nicht die Landpartie, das war was anderes, was wir auch schon lange nicht gespielt haben. Gerade oder ungerade. Genau. Ganz anders angefangen, aber Ganz anders. ich habe sofort Ist ja wurscht, das war auch ein Lied. Wir fesch war's und lustig in früheren Jahren sind Werner am Sonntag aufs Land rausgefahren. Kein Rad und Öff und kein Stang und Benzin, kein Mensch und kein Viertel war hin. Am Zeiselbaum war ganze Wanderten ab, zum Essen und mit für den Kriegsproviant. Zum Auflagen Obstbraucht bei O fast eine Stunde, Familie samt die Katzen und die Hund. Zuerst der Hausherr und die Frau, dann der Kral und Roger Blau, seine bessere Hälfte auch, dann der Bierversüberer Schlauch. Also alle war dabei, Kinderstuck und Zähne gleich, der Friseurkniff von Brischek hängt am Trittbrett wie ein Schneck. Am Bocker mit der Rehwiesel Hosen sitzt vorn der Hofmusikant. Er tut auf sein Brustherdl bloßen ein Lied, das jedem bekannt. Ja, da habt's ein Dollar und ein Schulenschein, ja, da gibt's eine Garde und da wird's gemütlich sein. Jawohl! Oh, weit, da gibt's eine Garde und da wird's gemütlich sein. Die 7. Ja, ich fiel zwei halbe Runden, mein Zegel steht am Grau. Ach so wie die zwei Truppen, werden's nicht bald gesehen haben. Ein Batschen, na das gibt's nicht. Wo Jesus so nicht schlagen. Das Höchste war ein Schneuzer, sonst fressen sie mir den Wohn. Vom Land zum Lusthaus vor ist in 12 Minuten hin. Da springt man keins im Galopp, da geht's nur ruhig, trupp, trupp, trupp. Wenn's nachher so recht schießen, Da spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brutz noch, dass ich ein Fiaker bin. ein Kutscher kann ja jeder werden. Aber vorher das können sie nur werden. Mein Stolz ist, ich bin heute nichts mehr ein Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so luftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin alt, ein nichts wie ein Kind, Aber ein bisschen Geduld. Also ich glaube, muss jetzt viel spielen. Okay, ja. aber ein bisschen Geduld mit mir. Und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern. Und der Grund dafür bist du. Wer hat mit zarter Hand mir manches abgewöhnt? Du. Oder manche Sorte Wort mit Zärtlichkeit versöhnst du. Wer hat mir jemals vergeben, dir nur du? Wer hat mir Recht auf mein Leben, war nicht du? Da sind einmal du. Oh, ein bisschen Geduld mit mir. Und sei nicht böse auf mich.
Irgendwann werd ich mich ändern. Und der Grund dafür bist du. Na, singen. Irgendwann werd ich mich ändern. Und der Grund dafür bist du. Wie wir kleine Kinder waren, haben wir angestellt allerlei. Da war für uns die größte Freude, eine Haustorleiterei. Der Hausmeister ist außergrenzt erwischt, hat er mich nie. Ich hab ihm lange Nosen gezeigt, vom Haustor vis-à-vis. Klingelpartie war das Höchste für mich. Leider kennst du so Freude nur als Kleiner. Eine Klingelpartie, der was leid, der war ich. Du wenn's groß bist, ist alles dein. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfe kriegt, das war mir die Gade wert, das war mir die Gade wert. Und hat die Frau Mama mir hilft, dass nicht zischt, so war das nie. Der Hausmann, hat mich nicht erwischt bei meiner Klingelpartie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Rest ist hab ich ja so meine Schimpfe kriegt, das war mir die Gade wert, das war mir die Gade wert. Und hat die Frau Mama mir hilft, dass nicht zischt, so war das nie. Der Hausmeister wird, der hat mich nicht erwischt bei meiner Klingelpartie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin, die Moll. Kopf kommt, Knie auf die Schulter und die Finger zwickt. Und auf geschiefte Wunden, ob schiefere Zonen oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist die geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschel im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Ob eingeschossene Schellen oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt.
der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist mir öfter wohl, möcht man das auch gern tun, man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sich aus. Drucken manche so, die auch noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ein Medley Deluxe. Ein Medley Deluxe. Ein Medley Deluxe. Echt Dankeschön. gefällt es auch Dankeschön, ich offenbar, glaube auch. das ist sehr schön. Es scheint die 8 da vorne wieder will. Bitte falscherweise ein Lied über auch meine Lausbubenzeit und der Übergang zur Mama sensationell. Dankeschön. Am Schluss von der Mama ist alles gut. Den Rest macht die Haushaltsversicherung. Genau. Oh, die hat bei mir oft einspringen müssen. Die Haushaltsversicherung haben wir oft angewendet. Schau, ich glitsche diese Bubbles und wow. Landtalstromer natürlich eines seiner Lieblingslieder, das weiß ich ja, das weiß ich ja. Schau, die 8 da bist du. Burm ist auch 12. Ich glitsche diese Bubbles. Danke, das schön. Dankeschön, ja. Das nehme ich einfach mal so. Das nehme ich einfach. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Kleinen Schluck. Kleinen Schluck, aber wieder nehmen. Nehmen wir wieder mal. Machen wir. Ah, der war warm. Ja. Ich habe heute, der eine oder andere Newsletter-Bezieher hat ja heute 2 Newsletter bekommen, der 16er Burm. Ich habe wirklich was zusammengebracht. Wenn mich der Herrgott fragt, freilich, Leine. Du, ich habe gleich eine Leistung gebracht, weil ich habe, also ich brauche es nicht lange ausführen. Was hast du im Meilenstein drin? Ich habe aufs Depot vergessen. Ja, Jetzt habe ich die, die Gier. jetzt Du hast dann reingeschissen, ne? habe ich jetzt deponiert im Glas. Nein, schau das. Du hast reingeschissen. Also, da lasse ich keinen Tropfen über, ne? Geht schon noch. Jawohl. Ja, auf jeden Fall, ich hab das mörderisch zusammengebracht. Die Kallenberger Dorfer Hymne, ja unbedingt. Wenn mich der Herrgott fragt, Susanne Fauer, danke Burschen, klar, gern geschehen. Ein weiterer schöner Beweis, dass man die begrenzte Zeit mit seiner Mutter oder mit seinen Liebsten nutzen soll. Wohlmeist darf absolut ohne weitere ergänzende Worte zu unterschreiben, was du da sagst. Ja. Also auf jeden Fall habe ich also am Plätzchen, also ich habe gleich 3 Völler gebaut.
gleich 3 Felder eingebaut, also 3 falsche Termine. Und er kam aber selbst darauf. Er brauchte nicht mich dazu. Nein, Na, aber ich muss sagen, ich bin nicht selber drauf gekommen. Nein, das erste Mal hatte ich meinen Mund geleimt, da kam ich auf den ersten Felder. Ich gebe zu, auf die anderen 2 bin ich noch selber drauf gekommen. Aber auf den ersten bin ich drauf gekommen. Und dann hat man auch noch die Susi geschrieben, nicht? Eine Freundin gemeinsam, die hat mir auch geschrieben. Da sieht man, wie viele das lesen. Ja? Da sieht man, wie viele das lesen. Die hat das auch, die hat mir geschrieben, hörst du irgendwie, das stimmt nicht mit den Terminen auf der Homepage überall. Nicht? Also finde ich ganz leibend, dass das verglichen wird. Also dass manche das wirklich ausschauen. Finde ich echt leibend. Auf jeden Fall hat er gleich den zweiten ausgeschickt. Und später so den ersten noch aus der Klause. Ich bin halt dann nach Wien gefahren, also dann später habe ich das von da dann. Die Ergänzung natürlich auch wieder alle Postings auf Social Media, auch wieder natürlich geändert. Also heute ist viel gepostet worden. Und unnötig eigentlich. Aber es ist nicht gelungen. Wer weiß, wofür es geht. Aber ein wichtiger Newsletter. Warum ein wichtiger Newsletter? Weil am Mittwoch haben wir, jetzt am kommenden Mittwoch, am 12. April, haben wir nämlich mit den Blues-Schrammen wieder ein Konzert beim Selic in Stadtlauer. Und eben das ist diese Mischkulanz, Blues, Rock, Wienerlied mit einem Großteil der Untouchables und mit der Legende des Austropop, Uli Bär. Und da mischkulieren wir diese Musikstile und ist ein Murzer Gaudi auf der Bühne und ein Riesenhetz. Ja, Batzenhetz. Wir haben schon ein Hetz gehabt am Freitag. Wir haben eine Probe gemacht. Wir haben schon ein Hetz gehabt, alle beim Hinfahren zur Probe. Das war schon Und auf jeden Fall, das ist jetzt am 12. und das möchte ich wirklich dringendst sozusagen euch ans Herz legen. Wer in Wien ist oder kommen will, dass er sich das anschaut, dass er da hinkommt, die Infos findet sie. Entweder im Newsletter, der Termin stimmt, also der stimmt schon im ersten, der stimmt schon im alten Newsletter. Und natürlich auf der Homepage überall steht es. Jetzt am Mittwoch eine der seltenen Gelegenheiten, die Blues-Schrammel live zu hören. Und das wollte ich nur bewerben, dass wir da auch mal ein bisschen drüber reden. Dann natürlich wollte ich darauf hinweisen, dass es nicht nur die Möglichkeit, sondern ja fast schon, möchte ich sagen, das innere Verlangen sein sollte, jeden Musikliebhabers, dass er einen Schmattes hat. Wir gehen quasi jetzt offiziell mit dem Hut durch. Geht natürlich nicht, deswegen ist der Hut virtuell. Und wir bitten und danken herzlichst für eine Hutspende, einen Obolus, ein Schmattes. Haut ein bisschen was ein. Ja, kann was Größeres, also kann schon was. Da hätte ein paar zusätzliche Großnacke gehabt. Ja, der geht. Alles wird teurer, alles wird teuer. Aber von 0 auf 350 Euro im Jahr ist natürlich. Ja. Naja, es ist so. Das ist mächtig. Diese Mail, diese Newsletter-Ding, was ich da habe. Kostet jetzt was halt. Kostet Im Monat 25 Euro, ne? 24. Genau. Also auf Jahre so ist es zahlt, 3 oder 4, 50 Euro. Das ist ein Wahnsinn natürlich. Aber das wollen wir nicht sagen, obwohl man natürlich schon jetzt ein bisschen leiden drunter. Aber es geht eigentlich um das. Jetzt gibt es kein Schnitzel mehr. Genau. Ist von einem Kalbschnitzel Kalbschnitzel weit weggerückt, das Kalbschnitzel. Das Erdäpfel. Ja, Erdäpfel. Da gibt es nur Erdäpfel. Ohne Butter. Ja, eingetraufte Suppen ist das Maximalste. Und ein Magiflasch, das kann ich mir leisten. Dann. Nein, also es geht nicht um das, dass wir Geld brauchen, was das betrifft, aber sozusagen ich rufe immer wieder so ein bisschen auf, sozusagen aufs Gewissen, sozusagen einfach diese Wertschätzung der Musik gegenüber, so wie man es früher auch gehabt hat, einfach eben, wenn der Hut herumgegangen ist, hat er was reingehauen. Muss nicht viel sein, kann viel sein, muss aber nicht. Aber ihm hat es was rein. In dem Fall halt können wir nicht mit dem Hut durchgehen. Das heißt, entweder über PayPal oder eine Überweisung oder im Bar bei nächster Gelegenheit, wenn wir uns was sehen. Oder über Superchat gibt es auch schon. Schau die Korb, ich freue mich auf den Taschler. Jawohl, Wolfo ist dabei. Ja, da müsst ihr auch. Ich weiß nicht, ob noch Plätze sind beim Taschler, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wenn, dann kann ich auch rufen. Ist alles bei uns auf der Homepage, steht ja alles. Aber wenn da mal weil der Rudi Korbes kommt, natürlich wird auch er wieder die Quetschen übernehmen müssen. Muss ich mir ein bisschen entspannen, weißt du? Natürlich, ja klar. Ich brauche keine Pause. Ne? Das ist ja gut, ich brauche keine. Das ist egal. Ich bin nur der kleine Blade am Beckenrand. Und der Zupfen tut er nicht. Der Zupfer. Ja. Ja, der Zupfer. Ja, pass auf, aber dann werden wir wirklich einen Taschler, die Kolberger Hymne machen, aber zuvor dein Taschler. Also den Instrumentaltaschler gefolgt, den blende ich wieder aus. Also Schmattes haben wir geklärt. Ich danke euch herzlichst für eure Großzügigkeit. Und das muss ich sagen, das war ganz leid. Und wie wir wann war denn das? Vorletzte Mal, glaube ich, nicht? Wie wir da geredet haben über dieses freche ORF-Angebot.
50 Euro. 50 Euro. Und da haben wir wirklich ein paar von euch Papplatschisten. Noch bei 400 Kilometer fahren. Und da haben wir aber Oder echt, sagen wir 350 Kilometer fahren mit dem Auto. ja, ist ja wurscht. Das haben wir schon besprochen. Das ist schon. Aber das Leibende war, dass du tatsächlich die Einzahlungen einiger Papplatschisten kommen, so mit einem 50er, so mit Scheiß auf dem Ohr. Ganz leibend, ganz leibend. Ich hab schon angerufen. Rudi, also Tisch schon reserviert? Ja, wo? Rudi, den Hudi nehme ich selbstverständlich mit. Rudi. Ich habe ihn seit damals im Auto liegen. Das kannst du mir. Ja, ne, glaube ich nicht. Ja, wirklich. Fährst du mit dem Auto zum Taschel, ne? Ja, natürlich. Na, was weiß man, ne? Man weiß ich oft nicht. Aber ich freue mich, also wer in Rudi auch dort live erleben will, sozusagen, mit dem hängen wir da immer für ein paar Lieder machen wir gemeinsam. Und da schaue ich, dass der Patrick das auch was trinken kann oder irgendwas auf Zeiten geht, dass er nicht stört halt. Und dann da mit dem Rudi gemeinsam reißen wir dann noch ein paar Sachen. So, na gut, Gehen wir so an, ne? gehen wir so. Beim Taschel, auch dir gratulieren einmal, nicht? Ja, Dankeschön. nein, Dankeschön, wirklich, ja. gell? Weil, wie ich schon oft gesagt habe, eines meiner fast Lieblingsstücke. Warte Ich jetzt. sah aus dem Augenwinkel etwas 5 Euro von Violettes. Agelgastik! Weltklasse, Agel kriegst du ein Glasl. Der Weinkühlschrank ist glaube ich laut, Das das ist ja, gleich ja, schön, aber Aber ich weiß nicht, ob das da so hört, aber es ist ziemlich laut, ja? ja, heute. Ja. Aber schau die Achteln. Die Achteln von einer Leilung sind Wahnsinn. Na gut, Machen wir gleich mit dem zweiten machen wir gleich mit dem zweiten weiter. Das heißt ja nicht beim Taschler, weil sonst hätten wir 2 Lieder beim Taschler, grundverschiedene, sondern klein in der Kirche.
zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfe mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Gleich in der Kirche vom Keulenberger Dorf, da liegt der Heiliger ganz still und ja. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hamur und für Glück drin. In der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Keulenberger Dorf, da liegt der Heiliger ganz still und ja. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Kommen Sie am Rutger, machen Sie einen gemütlichen Quetscher. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Jawohl. Es ist eine Freude und Ehre, mit so einem Musikanten zusammenspielen zu dürfen. Gell? Achso, ja, also, niemals. Wir kriegen halt. Ja. Naja, gut, sonst waren wir nicht schon 30 Jahre. Nicht? Muss man auch sagen. Weißt? Muss man da schauen. Das ist immer dann herrlich, weißt du, der echte Wiener macht das so vor der Kamera, weißt du, die Hosen richten da so. Ja, vor der Kamera ganz rausstrecken, da die Wampen, dass man was sieht. Nicht? Der Nadelstreif für Arme. Ja, das sieht man nur da. Das für Arme, ja. Naja, Arm bist du selber, das ist ja. Ich wollte gerade sagen, das ist eine teure Hose. Was in meiner Größe. Der ist die Frage. Ja, was soll das sagen? Schau, der Rudi Korbi sagt da, eine Welttanz gelungen, Patrick. Zu Recht. Rudi, danke. Zu Recht. Und schau, die Achteln. Musikraum, Klaus ist ja schön gesungen. Ich danke schön, Musikraum. Endlich einmal einer, der ein bisschen auf mich ausschaut. Schau, der Rudi Korbi sagt, bravo, Klaus. Ja, ich danke schön. Weißt du, ich brauche ja auch so ein paar Streichleinheiten. Ne? Die Mali sind wieder Patrick, ist ja gut. Ne? Die reiß mir den Arsch auf, nicht? Der Patrick ist so gut. Ist ja nicht schlecht, aber ich meine. Tut's nur weiter. Einmalig. Du,
Die Weinflasche ist leer. Schon Wir langsam. arbeiten uns schon langsam zum Schluss. Ist heute gar nicht so schlimm, gell? Hartes Wochen, also harte Zeit. Hart eigentlich nicht. Also hart, naja, Hart, oh ja, harte eine Zeit. herausfordernde, Herausfordernde. körperliche herausfordernde. Und auch so herausfordernd. Ach so, ja. Immer das erste Ostern allein und so. Das war dort Ja, so. na klar. Also allein Gott sei Dank nicht, aber ihr wisst schon, wie ich das mache. Richtig. Ja. Nein, das ist natürlich alles eine neue Epoche. Genau, so eine ist neue es. Ja, Epoche. absolut, ja. Muss man sich erst stark gewinnen. Ja. Sozusagen. So bis ein Jahr einmal vorbei ist dann. Ja, na freilich. Aber, Aber nichtsdestotrotz wollen wir das Glas erheben. ja, ich bin auch wirklich mir das. Jetzt, was du das gesagt hast. 3 quasi. Stunden im Auto gesessen. Ja gut, du hast heute Kommt natürlich, dazu. auch. Mehrere Besuche erledigt. Ja, ja. Schön. Das ist ein leibend, aber anstrengend. Absolut, ne? ja. Leibend, aber Absolut anstrengend. leibend, ja. Nichtsdestotrotz, wir arbeiten, aber schau, Peter Voigt, 16er, ihr seid die beste Seelmassage. Ja, das gefällt uns sehr. Das tut auch Ne? gut, sowas zu Und hören. schon Ja, sind wir schön. schon sind wir wieder ein bisschen gestärkt. Jawohl, für den Peter Voigt und die Nicole. Nicole. Diese Woche, Jawohl. ja, Ist ja Kunst. ein bisschen habe ich noch bis zum Satz. Bei mir ist nämlich auch schon so seine gehabt. Naja, schwierig. Naja, da muss man halt ein bisschen mit Gefühl Man arbeiten. Ne? dekantieren. Ja, mit Gefühl, ja, mit dekantieren, da muss man mit Gefühl arbeiten. mit Gefühl, Das hast du halt nicht. Beim Einschenken, das ist bei dir Einschenken, Ausschenken. Nicht? Einschenken, aussaufen. Das ist klar, aber der Geiger. die Patricksche Regel ist Einschenken, aussaufen, rauslaufen, ablassen, nachfassen. Ja, wirklich was. Oh, meine rinnt es viel. Und Nass nach beim Hosentier. 6, das ist der Lauf der Welt. Alles andere Ist nur gestellt. herrlich. Es Ja. ist so. Johann wollte ich sagen. Johann Josef Leopold. Roland Josef Leopold. Genau, so. So, genau. Roland Josef Leopold Neuwirth. Legende. Und Ja. ja, Johann Sebastian Schaffer. ja, genau. Was haben wir die Woche? Wir haben die Woche, schon angesprochen, am Mittwoch, nochmal mit dem Plusschreiben vielleicht. Ja. Habt's Zeit, Lust, war wirklich leibend. Am Donnerstag sind wir. Taschler. Legendär. Die Legende lebt. Und für die Woche war es, glaube ich, da. Ne? Das war es offiziell für die Woche. Ja. Woche drauf, am 22. glaube ich. Ui, weiß nicht. Jetzt sind wir noch viel früher, am 18. haben wir einen Lentner. Länderkorn am Mein 18.. Geburtstag. Dein Geburtstag, 18. ja. Das ist der Dienstag, also dann haben wir am 17. haben wir noch ein paar Platschen. Am 18. 21. sind wir wieder privat. Da spielen wir privat, oder? Ja, Oder sind wir privat? noch welcher. Da spielen wir privat. Wirklich? Also ich muss ja nachschauen, warte mal, schön. Na, dann am. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Warte mal. Gut, Ich Rosen. muss jetzt mal nachschauen. Schon letztes Jahr vor Wo Weihnachten ist schon am ausgemacht. 20. privat. oder was? 21. Ich hab da nichts stehen. Das war schon viel. Das ist ja schon viel. Im Dezember schon. Das trage ich mir gleich ein. Tschüss, das Ja, trage ich mir bitte. gleich. Was muss ich mir eintragen? 21. Ja, 21, was? Uhrzeit? Also was? 18 Uhr, glaube ich. 17 Uhr, 18 Uhr. Wo sind wir? 18 Stippert, oder? Was? Das ist unglaublich. Ja, das schauen wir gleich. Hab ich nicht? Wieso ist das Ich habe nicht? schon gewhatsappt, das ist Weihnachten. Ja, wahrscheinlich, Um wie viel hast du gesagt? 18 Uhr. Genauere Zeit erfahre ich noch. Bitteschön, so. Wollen wir schon eintragen? Kilian. Beim Stippert. Jawohl. Privat. Na Gott sei Dank. Gott sei gut, Dank dass wir reden. erst. Ich stehe beim Dings. Wo bleibst du denn erst? Ach so, ist heute was. Na gut, dass wir reden. Ja. Das steht davor. Haben wir sonst irgendwas, was ich nicht eintragen habe? Du fragst mich. Naja. Na so, dann haben wir noch den Selic mit lustigen Hermann. Auch äußerst zu empfehlen. Das ist dann am, jetzt habe ich schon 21. Das muss so am irgendwas. 22. So irgendwas. Sonntag sein. Ja. Aber der gute der Raffi, der heute auslässt. Der Raffi hat sicher verschlafen. Der Raffi hat sicher eingeschlafen. Und da sind wir mit lustigen Hermann gemeinsam, auch wieder in Stadtlau. Also alles natürlich zutiefst empfehlenswert. Jeder, der in Wien ist oder nach Wien kommt, kommt zu diesen Veranstaltungen. Das ist wirklich lässig. Und wir freuen uns, aber alle Informationen findet ihr auf der Homepage. Und Ja, Spaß, das weiß ich jetzt schon. absolut. Absolut. Musik auf seine Klangschale muss ich mir beantragen. Ja? Ich würde sagen, den letzten Schluck nehmen wir mal. Jetzt schon. Aber ich muss sagen, du haust schon ganz schön zu. Ich zucke mir eher weg, als dass ich hin. So fest macht das. Ja, da Die haust du sind mir hier. Skispüler tauglich, die müssen das aushalten. Ja, aber den Geschirrspüler holt ja nicht die aus.
Ja, er hat es nicht so gemacht wie ich. Nicht? Also, Fast alles geschafft, aber. gestern Twitter, mein Bruder und ich haben mal den Portwein in den 80er geöffnet, den die Mama gehabt hat. Dann haben wir leider weggekühlen müssen. Okay. Der war nicht mehr rot, der war komplett braun, war Essig zum Essig geworden. Nicht geschaut. Obwohl es aufgesprittet war, so ein richtiger Port, also ein Tawny-Port war. Aber da war der Korken undicht. Der Korken hat zum Bresseln angefangen und auch das Wachs rundum hat das nicht wirklich dicht gehalten. Schaut. Das ist Und dann schade. haben wir noch einen anderen Port, auch einen wunderbaren. Ich habe auch ich eingeschenkt. Das war aber schon nur so wenig in der Flasche. Ich habe gedacht, das wird nichts sein. Nimm Schluck, sage ich, nix. Mein Bruder nimmt das Glas, was du hast, Alter, haut sich das runter. Dann redet und ich sehe nur, dann redet in die Küche so runter. So, jetzt siehst du das fast jetzt von deiner Knie. Ich habe vorsichtig daran geliebt und habe sofort den Mund voller Der Bruder ist ja voller mir Sound ähnlicher. und Bresseln gehabt und alle, was du hast, der ist gut, ich hab das gestern auch getrunken oder vorgestern. Klug! Ja. Der Bruder kommt halt mehr nach mir sozusagen. Aber Das ist mir er so- hat noch mehr gehabt, mir ist wirklich die Bresseln dann schon am Weinstein und so. Der das wird Ding. klasse, ja. Naja, du hast ja eigentlich die besten Tropfen eigentlich reingegangen, nicht? Ja, das war's aber dann auch schon. Achso, das war's eh. Die restlichen 20 Liter waren eh noch. Jetzt haben wir drin, nichts, ja, ja. jetzt haben wir gestern wirklich, also wir waren gestern eigentlich erstaunlicherweise, ja, Weltklasse. Franz Hem sagt, per People unterwegs, einmalig, Franz Hem. Ich danke schön. Franz, Ich tue das noch mal kurz einblenden. Und ich freue uns auf jeden Fall, wenn wir uns entweder die Woche bei irgendeiner Veranstaltung oder irgendwie in den sozialen Medien lesen voneinander oder nächsten Montag bei der Pavlatschen. Dann heißt es wieder Wiener Lied Livestream. On air. Wir danken euch schön fürs Zuschauen, Zuhören, mit dabei sein, mitschreiben, mit dabei sein. Bitte sagt es, dass das gibt. Teilt den Inhalt, teilt die ganzen Sachen. Bringt ein paar Leute zum Wiener Lied, das würde mich freuen. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und freuen uns auf das nächste Mal bei der 167. Pavlatschen. Ja, also in diesem Sinne, pfiat euch gut. Viert euch. Herr Wirt, das sind ja die wichtigen Schlussworte. Ja. Ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Die Zeit mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben nicht gesungen und haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Er wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut, aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen schon langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wernerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben mit Poststunde gesungen viel, nur gegen Ende wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Viert euch gut, macht's es gut, ja. Viertag, alles Liebe, Papa. Finden, da muss ich das auch, wo man das antraut. Da ist es. Nummer, jetzt offiziell. Viertag. Servus.